Jetzt geht es um folgendes Thema. Es ist was Wunderbares, wenn man Kinder hat. Es ist aber noch wunderbarer, wenn man eine Oma besitzt, die auf die Kinder aufpassen kann. Dass man wenigstens einmal im Jahr gescheit fortgehen kann. Mit seiner Frau. Jetzt haben wir zwei typisch bayerische Kinder. Ganz typisch der Knut und die Selina. Also schon Urbayern. Die Eltern sind fortgegangen, die Oma ist da und passt auf die Kinder auf. Jetzt sitzen sie alle drei da. Der Knut, die Selina, die Oma. Der Knut fängt an. Oma, ja? Oma, darf man Nintendo spielen? Ja, Oma, bitte Nintendo. Nein? Jetzt bin ich schon mal da bei euch den ganzen Abend. Jetzt haben wir nicht das elektrische Klump. Jetzt erzähle ich ihr mal eine Geschichte. Mhm. Aber dann eine Gruselgeschichte. Ja, bitte eine Gruselgeschichte. Also gut. Aber wenn's Angst habt, seid selber schuld. Wir fürchten uns doch nicht. Da wirst du schauen. Ha. Jetzt passt mal auf. Also, Obacht. Einmal sind der Sepperl und das Räsel im Wald gegangen. Sind das blöde Namen? Sepperl und Räsel. Also Knut und Selina ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Was, Oma? Auch nix. Also, einmal sind der Sepperl und das Räsel im Wald gegangen. Ganz alleine? Ja, ganz alleine. Einmal sind der Sepperl und das Räsel ganz alleine im Wald gegangen. Haben die dürft? Ja, sag. Ja, die haben dürft. Mami hat gesagt, haut's ab. Und der Papa, dem war's wurscht. Der war in der Arbeit. Dem war alles wurscht. Jetzt passt halt einmal auf. Ich erzähle euch da eine Gruselgeschichte und ihr unterbrecht's mich dauernd. Jetzt habe ich nicht einmal einen Satz gesagt. Also, pst, einmal sind der Sepperl und das Räsel im Wald gegangen. Ganz alleine. Mami hat's erlaubt. Vater war's wurscht. Wann die gegen Zecken geimpft? Ja! Das ist doch wurscht! Nein, das ist nicht wurscht. Mami hat gesagt, das ist wichtig. Ja! Dann waren sie halt geimpft. Passt halt einmal auf, Mensch, ihr erzählt eine Gruselgeschichte. Also, einmal sind der Sepperl und das Räsel im Wald gegangen. Ganz alleine. Mami hat's erlaubt. Vater war's wurscht. Gegen Zecken waren sie geimpft. Dann sind sie im Wald so reingegangen und weil sie im Wald drin waren, haben sie einfach mal was gehört, ungefähr so. Grrrr. Ey, cool. Das ist doch nicht cool, wenn es grrr macht. Das Räsel hat total Angst gehabt. Die hat gesagt, Oleg, jetzt macht's grrr. Oma, was war denn das? Vielleicht ein Monster? Ah, du immer mit deinem Monster. Du bist ein ganz dummer Monsterschädel. Und du immer mit deinen Barbie-Puppen. Du bist ein Puppengors. Depp, auf. Jetzt hört's einmal streiten auf. Ich erzähle euch da eine Gruselgeschichte. Und ihr streitet dauernd. Und außerdem, merkt ihr das? Man sagt nicht Depp zu seiner Schwester. Ich hab aufgesagt. Das sagt man auch nicht. Auf jeden Fall hat's grrr gemacht. Und dann haben sie Angst gehabt. Und dass das grrr nicht mehr so hören, sind sie immer weiter in den Wald eingegangen. Immer weiter. Und wenn sie ganz weit im Wald drin waren, jetzt passt's auf, haben sie sich einfach mal nicht mehr auskennt. Aha. Haben die Drogen genommen. Die haben doch keine Drogen genommen. Man kann doch einmal in den Wald gehen ohne Drogen. Die haben sie verlaufen. Weißt du, was das ist? Wenn du im Wald drin bist und kennst dich nicht mehr raus, weißt du, was das ist? Scheiße. Das sage ich der Mama, dass du zur Oma ganz laut Scheiße gesagt hast. Dann sag ich dem Papa, dass du mit seiner Unterhosen T-Shirt gewischt hast. Jetzt hört's einmal streiten auf. Ich erzähle euch eine Gruselgeschichte um Unterhosen, das ist doch mir wurscht. Auf jeden Fall haben sie es nicht mehr auskennt. Was soll man da machen, wenn man ganz weit im Wald drin ist und kennt man sich nicht mehr aus? Was soll man da machen?
mit dem Handy daheim anrufen. Die haben kein Handy dabei gehabt. Man kann doch einmal im Leben im Wald gehen ohne Drogen und ohne Handy. Sag einmal. Waren das vielleicht ganz arme Kinder, weil sie nicht einmal ein Handy gehabt haben? Vielleicht Aussiedler? Also, was habe ich denn gesagt? Habe ich gesagt, der Seppel ist im Wald gegangen oder der Igor? Aussiedler heißt doch nicht Sepp. Die haben kein Handy dabei gehabt. Das kann doch einmal passieren. Hat es vielleicht der Papa in der Arbeit dabei gehabt? Genau, der. Nimmt der Depp das Handy mit. Auf jeden Fall haben sie sich nicht mehr auskennt. Jetzt passt auf, jetzt wird's gruselig. Und dann haben sie einfach mal was gehört. Aus einem Busch. Aus was? Aus einem Gebüsch. Satz ist Preißen. Bei uns sagt man Buschert. Aber wenn eine Selina heißt, wundert mich eh nichts. Aus einem Gebüsch haben sie was gehört, ungefähr so. Oma, was war denn da drin? Oma, bitte sag's uns, was war denn da drin in dem Gebuschert? Jetzt so schaust, hä? Ja, jetzt wird's gruselig. Aber ich sag euch's noch nicht. Auf jeden Fall haben sie aus dem Gebüsch haben's gehört. Und dann ist ein großer Mann gekommen. Aha. War der vorbestraft? Vorbestraft? Habt ihr bloß Räuber und Mörder im Schädel? Der war doch nicht vorbestraft. Das war der Förster. Hat der einen Dienstausweis dabei gehabt? Ihr seid halt nicht so misstrauisch. Der hat keinen Dienstausweis dabei gehabt. Das hat jeder gesehen, dass das der Förster ist. Der war grün. Und der Förster hat dann gesagt, liebe Kinder, was ist denn los? Hat der Förster gesagt. Und dann hat das Rässerl gesagt, Herr Förster, da drin macht's immer. Ja, da ist er reingegangen. So ein Depp. Das war doch kein Depp. Der war mutig. Hat der wenigstens eine Laserpistolen dabei gehabt? Laserpistolen. Die gibt's ja bloß auf deinem Computer. Ein Gewehr hat er dabei gehabt. Ein ganz normales Förstergewehr. Dann ist er eine ins Gebüsch. Und weil er drin war im Gebüsch, hat man gehört. Und dann Hilfe. Und dann war es ganz stark. Jetzt schaut's, hä? Jetzt ist es gruselig. Ja, war der hier oder hat er es verarscht? War der hier? Sowas sagt man nicht. Ja, der war hier, tot. Am Rand vom Gebüsch hat man seine Hand gesehen, blutig. Ja, der so zuckt, dann war es stark. Oma, bitte sag's uns, wer war denn da drin in dem Gebüsch? Bitte sag's uns, ich hab schon Angst. Weißt du, was da drin war? Ein böser, verzauberter Bär, der war da drin. Der hat den Förster gefressen. Oma, wir hatten den Bär verzaubert, dass er so böse war. Der böse Waldzauberer Watz, der war's. Der böse Waldzauberer Watz. Oma, unser Kindergartenfräulein, die heißt da Watz. Und die ist auch so böse. Ist die mit dem verwandt? Die ist doch nicht mit dem verwandt. Ein Waldzauberer hat doch keine Verwandtschaft. Der ist ja gar nicht geboren. Der ist einfach da. Oma, das ist ein Schmarrn. Jeder ist geboren. Jeder entsteht doch aus der Vereinigung von Samenzelle und Eizelle. Was? Was sagst du da für Sachen zu mir? Du bist 9 Jahre alt. Ich hab 6 Kinder. Und genau weiß ich es heute noch nicht. Oma, wenn's das nicht weißt, wir haben ein Buch. Da ist alles drin. Mit Bildern. Ein Nocker der Mond, ein Nocker 2. Ja, und der Mo hat ein größeres Pipi wie der Papa. Bist du jetzt du Stadt? Interessiert doch dein Vater sein Zeug nicht. Oma, ich hol das Buch, dann schauen wir so. Nein! Pfui Teufel! Da graust man! So ein Zeug mag ich nicht sehen. Doch, Oma, der Knut soll es holen und dann bladeln wir es durch. Und wenn du was nicht kennst, deitst hin, dann sagen wir das. Nein! So was schauen wir nicht an. Ja, pfui Teufel! Außerdem bin ich schon ziemlich müde. Ich leg mir jetzt ein bisschen hin, tu jetzt gleich mal Nintendo spielen. Gute Nacht. Vielen Dank.